Hallo Reisefreunde! Wir melden uns heute an diesem Sonntag am 2. Advents ganz kurz bei euch, obwohl das Video ist ein bisschen länger. Warum? Das erzählen wir euch gleich. Ja, ihr hört es, ich bin schon wieder ein bisschen angeschlagen, schon das 3. Mal krank dieses Jahr. Das ist mir auf der Reise auch nie passiert. Also irgendwie ein bisschen komisch, seit wir hier wieder zu Hause sind. Aber um das geht es heute nicht. In erster Linie wollen wir euch den Adventskalender vorstellen. Jeden zweiten Tag gibt es auf den jeweiligen Kalendern Interviews, und zwar die Fragen von uns. Wir haben ganz viele tolle Persönlichkeiten, tolle YouTuber zusammengestellt, die zusammengenommen den Fragen geschickt, personalisierte Fragen, individuell auf die Kanäle zugeschnitten, und fortlaufend, wie gesagt, jeden zweiten Tag folgen jetzt die Videos dazu. Ja, da haben wir uns echt was vorgenommen und haben richtig coole Kanäle zusammengesucht. Das Video bei Step by Step Travel bei Dominik ist schon gelaufen. Iris und Uwe haben schon mitgemacht und heute ist gerade das Video von Manu von Schallose on Tour gelaufen. Richtig coole Fragen, da lernt ihr die Leute richtig gut kennen. Und wir haben diese Videos alle für euch zusammengefasst, und zwar in einer eigenen Playlist. Die findet ihr jetzt hier oben, da könnt ihr alle Videos nachschauen. Ist alles von uns gemacht, von uns zusammengetragen, macht richtig Spaß. Und vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben. Ja, die vollständige Liste übrigens findet ihr unten, weil da kommen noch ganz viele spannende Interviews auf euch und auf uns zu, und alle, die mitmachen, seht ihr unten in der Videobeschreibung. Richtig coole Leute dabei. Ja, die zweite Info, die wir euch geben wollen, ist unser Buch. Und da möchten wir wirklich jetzt erstmal Danke sagen an alle, die das Buch bestellt haben. Das ging ja ruckzuck weg, das Buch, unglaublich. Vielen lieben Dank an dieser Stelle, wirklich unglaublich, wie viele Bücher das schon über den Tisch gegangen sind. Und wie schön das Feedback ist, das uns immer wieder erreicht. Fast täglich kriegen wir irgendwo auf irgendeinem Kanal ein Bild zugeschickt, wo die Leute da sitzen, das lesen oder einfach ein Foto davon machen. Das freut uns unheimlich, weil nicht nur unser Herzblut da drin steckt und ihr habt da auch Spaß dran. Das ist einfach richtig toll. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, das war wirklich überfällig, dass wir hier auf YouTube mal Danke sagen. Ist ja schon wieder über einen Monat her, dass wir das letzte Video gedreht haben. Die Zeit rennt, und bei uns ist alles nicht so einfach momentan. Wir haben sehr viele Aufträge, sehr viel zu arbeiten, und darum kommen wir gleich zum... Nee, wir müssen noch kurz beim Buch bleiben. Nochmal zum Buch, genau, weil die letzten Exemplare vor Weihnachten, die können bis um mit 18. Dezember bestellt werden. Dann ist Sense. Das ist der absolut allerletzte Termin vor Weihnachten. Und wir müssen dazu sagen, die erste Auflage, die ist jetzt, die letzten Stücke, die gehen jetzt gerade raus. Nachdruck kommt Anfang Januar. Also es ist begrenzt, was jetzt noch verfügbar ist. Wir haben nicht einmal mehr 100 Stück. Ja, es sind knapp 50 Stück, die wir noch haben, die bei uns bestellt werden können. Ansonsten gibt es die natürlich ja auch über Amazon zu kaufen. Und wer so ein Buch hat und uns dann live zum Beispiel an der CMT in Stuttgart trifft, darf es da natürlich auch noch von uns persönlich signieren lassen. Aber sag mal, warum ist denn am 18. Schluss? Ja, am 18. ist Schluss, weil wir unbedingt ja wieder mal in Urlaub fahren müssen. Und zwar über 2 Wochen haben wir Zeit, um wegzufahren. Endlich, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das machen, dass wir eine Pause haben, dass wir Zeit haben für uns, um die Zukunft zu besprechen. Und übrigens, wir kommen dann auch noch im Adventskalender vor, und da werden dann uns noch die Fragen gestellt. Und ich bin schon ein bisschen nervös, was da zusammenkommt. Ja, und da erfahrt ihr dann noch ganz, ganz viel über uns und über die Zukunft. Aber für uns geht es in Urlaub, und ja, zur Auswahl stand einmal Finnland hinzufahren. Oder du hattest ja dann noch die Idee, Wales, nach Wales oder allgemein England, Großbritannien wäre eine Idee gewesen, weil da soll es ja gar nicht so richtig kalt werden, dank der warmen Atlantikströme. Aber wir haben uns jetzt für altbewährtes entschieden, sozusagen, und wir fahren nach Spanien. Ja, ihr könnt euch vielleicht schon vorstellen, wo es hingeht nach Spanien. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine Idee habt, wo wir vielleicht hinfahren. Ja, vielleicht sind ja einige von euch auch in Spanien unterwegs, dann schreibt uns auch gerne mal einen Kommentar, dann können wir uns vielleicht noch kurz treffen oder fahren aneinander vorbei, mal gucken, wie das funktioniert. Übrigens, kleiner Spoiler jetzt schon, Karl, der ist nicht mit dabei. Der kommt erst im Januar wieder zum Zug, wenn es zur CMT geht, aber das alles erklären wir euch einfach später. Genau. Apropos CMT, die nächsten paar Minuten stellen wir euch noch die TC in Leipzig vor, die Touristik und Caravaning in Leipzig. Steffi war ja da zu Gast, hat Vorträge gehalten, und wir haben da ein kurzes Video zusammengetragen, und Steffi nimmt euch danach auch noch kurz mit in die Stadt. Wir haben gerade eine Katze hier von unseren Nachbarn, und darum kann sich Steffi natürlich nicht mehr konzentrieren. Guck mal, was für eine Schönheit. Ja, mag er nicht so doll, wenn man ihn hochhebt, aber schönes Tier, ne? Ja, tschüss.
Also wie gesagt, Adventskalender, schaut vorbei, bestellt das Buch, wenn ihr noch wollt. Vielen Dank für die Bestellungen. Für uns geht es in Urlaub und wir machen natürlich viele Videos für euch. Es geht schon mit dem Camper, einfach nicht mit Karl. Und jetzt gibt es für euch noch diese Zusammenfassung von der TC Leipzig und einen kurzen Stadtrundgang durch die wunderschöne Stadt in Deutschland. Ja, wir wünschen euch einen schönen zweiten Advent und sowieso eine schöne besinnliche Weihnachtszeit. Wir hoffen, ihr habt es ein bisschen ruhiger als wir. Aber kommt schon gut. Wir haben uns ja die Pause jetzt eingeplant und dann klappt das auch. Macht's gut, viel Spaß in Leipzig. Das folgt jetzt im Anschluss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo Reisefreunde und herzlich willkommen hier an der TC Leipzig. Ich bin mal wieder online, ich bin mal wieder an der Messe. Es gibt mal wieder ein Video. Und keine Sorge, es gibt kein reines Messevideo, aber ein Teil hier möchte ich euch vorstellen, weil das hier ist die Vans & Friends Lounge und der ein oder andere hat vielleicht schon mitgekriegt, dass ich so im Moment total aktiv bin, Vanlife an eine Messe zu bringen. In Bern hat das ja wunderbar geklappt. Jetzt hier in Leipzig habe ich auch in einem Verbund mit verschiedenen anderen Leuten diesen Bereich hier mit organisieren dürfen und an solchen Orten, an Messen gibt es dann jeweils Vorträge zu sehen. Es ist möglich, sich mit uns auszutauschen, übers Reisen, übers Selbstausbauen und alles Mögliche. Es ist einfach eine Anlaufplattform an der Messe, wo es mal nicht nur um komm mal kaufen geht, sondern hier geht es ums Informieren. Und ihr seht das auch gerade. Der Thorsten von Dr. Camp hält gerade seinen Vortrag. Road and Board waren hier vor Ort und haben erzählt, ja, wie sie überhaupt zu diesem Projekt gekommen sind. Der Dominik von Step by Step Traveler hat die Gäste mal wieder mit ans Nordkap genommen. Es passiert so viel an solchen Bereichen und es ist so ein schöner Mehrwert. Und sowas gibt es übrigens dann auch in Stuttgart. Noch ein bisschen größer und natürlich informiere ich euch, sobald ich mehr weiß, sobald das alles spruchreif ist. Aber schreibt euch die CMT in Stuttgart vom 11. bis 18. Januar, wenn ich das richtig im Kopf habe, unbedingt mal in den Kalender ein. Kommt vorbei, es wird etwas Großartiges geben. Das war es jetzt aber schon hier von der Messe, weil jetzt habe ich die Ehre, ich werde durch Leipzig geführt von einer Person, die direkt aus Leipzig stammt und alles weitere, das werden wir dann in der Stadt direkt zusammen anschauen. Habt ihr Lust auf Leipzig? Guten Morgen aus Leipzig. Ich habe es euch versprochen, ich gehe noch in die Stadt und ihr dürft mich begleiten. Geführt werde ich von der Ela. Sie ist gebürtige Leipzigerin, erzählt mir schon spannende Fakten, wie zum Beispiel, dass Leipzig die 6. größte Stadt in Deutschland ist mit rund 600.000 Einwohnern. Also, ich bin gespannt. Da hinten Bundesverwaltungsgericht und mal gucken, ob ich da drin auch die Kamera zücken darf. Wir gehen mal schauen. Da ist das neue Rathaus. Wichtig, das neue. Zum alten kommen wir dann später, aber es ist das größte Rathaus Deutschlands mit über 600 Räumen. Wahnsinn! Leipzig, so muss ich mir schon sagen lassen, sei stetig ein bisschen größenwahnsinnig. Wir sind im Zentrum von Leipzig angelangt. Hier der Marktplatz, da wird gerade der Weihnachtsmarkt aufgebaut. Ich bin einen Tag zu früh hier leider, aber trotzdem kann man es natürlich schon sehen und trotzdem sieht man auch schon so die typischen Holz-Weihnachts-Ausstellungsstücke. Ich muss da noch mal schnell fragen, wie die heißen, die ganzen Bögen und Sachen. Das wisst ihr wahrscheinlich schon, ich weiß es nicht mehr. Schwibbögen wird mir schon zugeflüstert. Ja, wir machen ein paar Bilder auch davon und wer Lust hat, bis zum 23. Dezember findet dann hier in der ganzen Innenstadt verteilt, finden die verschiedenen Märkte statt.
Das alte Rathaus ist ja ganz zentral hier am Markt gelegen. Es wurde 1360 zum ersten Mal erwähnt und diente dann auch lange als Rathaus, bis es irgendwann zu klein wurde, und ab 1899 wurden dann die Geschäfte unten eröffnet und oben drin ist ein Museum. Das soll sehr schön sein, aber so Museen, die sind natürlich wahnsinnig zeitaufwendig, und ich habe heute ja nur ein kurzes Zeitfenster, weil ich noch so weit nach Hause fahren muss, deshalb gehe ich da nicht rein. Aber wenn ihr ein bisschen mehr Zeit in der Stadt habt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. In Leipzig gibt es natürlich auch eine Spezialität, die nennt sich Lerche, und was das genau ist, das erfahre ich hoffentlich gleich hier drin, weil die Konditorei Kleinert, das ist eine der wenigen Geschäfte, die die Lerche tatsächlich auch noch selber backt. Das sind jetzt die zwei, für die ich mich entschieden habe. Einmal die Herrenlerche, weil, ihr könnt es schon so ein bisschen erkennen, die hat Schokolade drin. Und als Geschenk nehme ich die Originallerche für den Louis mit, weil der konnte ja nicht mitkommen. Aber ein kleines Geschenk hat er sich dann doch verdient. Und die Bäckerei, die ist übrigens nicht hier direkt vor Ort, sondern die ist in einem anderen Stadtteil. Aber selbst gebacken. Jetzt beiße ich da mal rein und guck mal, was es da drin hat. So, mit super romantischen kleinen Rahmen ringsherum, weil die Linse war gerade ein bisschen beschlagen. Also mal gucken. Da hat Marzipan drin. Oh. So, jetzt seht ihr es. Marzipan hat es drin mit Schokostückchen. Lecker. Sehr süß und sehr lecker. In Leipzig finden übrigens bereits seit 1190 Messen statt, und es war auch eine berühmte Handelsstadt. Zum Beispiel der Pelzhandel war ganz speziell hier in dieser Straße in der Brühl sehr berühmt und berüchtigt. Vor allem in den Händen der Juden wurden hier die ganzen Pelze gehandelt. Es ist aber auch eine Buchbinderstadt, und eben zum Thema Messe, ne? Ob vielleicht schon 1190 eine Caravaning-Messe hier stattfand? Wohl kaum. Aber Messestadt finde ich ja schon cool. Und hier haben wir dann auch das Messemaskottchen gefunden. Hat das einen Namen? Hier in dieser Passage drin gibt es zwei ganz spezielle Figuren. Einmal den Faust und einmal den Teufel. Und wer den Schuh vom Faust ein bisschen reibt, der kommt zurück nach Leipzig. Ich komme also wieder. Leipzig ist auch so ein bisschen berühmt für seine Passagen, und ich lache schon, weil ich habe mir gerade den Namen so richtig schön auf Sächsisch vorsagen lassen. Ich bin in der Mädler Passage. Die Mädler Passage, eine der berühmtesten und wahrscheinlich auch eine der schönsten Passagen hier in Leipzig. Hier oben hängt noch ein Glockenspiel, Porzellan. Jetzt muss ich gerade noch mal überlegen. Meißner, ja, kann man gar nicht vergessen eigentlich, ne? Weil es gibt ja vor allem das Meißner Porzellan. Und wir haben ein klitzekleines bisschen Hoffnung, weil jetzt schlägt die Uhr gleich 12, dass es vielleicht anfängt, aber die Glocken stehen still, während ich die Kirchenuhr hinter mir schon höre. Dann gibt es einfach ein Bild davon, sieht gar nicht mal so spektakulär aus, aber hört sich wahrscheinlich dann deutlich schöner an. Das hier ist die älteste Passage in Leipzig, der Speckshof. Und auch da gehen wir jetzt noch kurz rein und schauen uns ein bisschen um. Ein Thema, um das man in Leipzig auf keinen Fall herumkommt, ist die friedliche Demonstration. Ich stehe hier auch
Gerade bei der Nikolaikirche hier draußen steht dann auch so eine Säule, die daran erinnern soll. Hier in der Kirche wurden die Gebete, die Friedensgebete jeweils vorab gehalten. Danach zogen die Leute durch die Gassen. Über 10 oder mehrere 10.000 sind in diesen Zügen jeweils präsent gewesen, haben demonstriert gegen das ganze System, und beim letzten Marsch galt dann tatsächlich Schießbefehle, sollten also diese ganzen Demonstranten eigentlich eliminiert werden. Das konnte in letzter Minute verhindert werden, und wahrscheinlich wisst ihr das alle mittlerweile schon viel besser als ich, weil ich bin ja erst 88 geboren. Das war für mich dann doch noch ein bisschen zu schwerer Stoff mit ein bisschen mehr als einem Jahr. Aber daraus ist dann die Wende entstanden, und an mehreren Punkten in Leipzig kommt man immer wieder auf das Thema, wird das besprochen, und das wird auch hier im Video noch mehrmals Teil sein. Leipzig ist die zweitälteste Universitätsstadt in ganz Deutschland nach Heidelberg. 1409 wurde die erste Universität eröffnet, und bis heute sind rund 40.000 bis 45.000 Studenten jedes Jahr hier in der Stadt. So, wer weiß denn, wo ich hier gerade stehe, und wer weiß, was der Kurt Masur damit zu tun hat? Ja, das ist das Gewandhaus. Heute ein Veranstaltungsort für jegliche Art von Konzerten und Veranstaltungen. Und da drin, man kann das ein bisschen durch die Spiegelung der Fenster erkennen, die größte Wanddeckenmalerei Europas. Und gerade habe ich ein kleines Déjà-vu. Wir stehen bei der Moritz-Bastei. Hier waren wir schon an einem Blogger-Event, das am Abend oder an einem der Abende von der Messe stattgefunden hat. Hier drin war ich also schon in den Räumlichkeiten und hatte auch schon eine kleine Führung. Dafür gibt es leider nur ein paar Handybilder, das war einfach ein bisschen zu dunkel. Aber Moritz-Bastei ist eine oder die letzte Festung, die es noch gibt von der ehemaligen Stadtmauer. Die wurde von Studenten überhaupt wieder ausgebaut. Guck mal, Freunde, hier hinten rum, aber ich habe leider nichts für die. Ja, und ganz witzig, Angela Merkel, ehemalige Studentin hier in Leipzig, hat mitgeholfen, die Moritz-Bastei wieder so ein bisschen hübsch zu machen, überhaupt wieder zugänglich zu machen. Und heute ist ein großer Veranstaltungsort mit Konzerten, von Metal bis Klassik ist da alles und für jeden was dabei. Und das hier ist die Ela. Sie hat mich hier rumgeführt, sie hat mir die ganzen Tipps von hinten zugeflüstert, und jetzt könnt ihr sie auch noch einmal sehen und ihr kräftig Danke sagen in den Kommentaren unten oder mit dem Daumen nach oben. Ja, der letzte Tipp, der liegt ein bisschen außerhalb, da schickt sie mich jetzt alleine hin. Vielen lieben Dank, das war richtig toll, das hat richtig Spaß gemacht, und so viel hätte ich niemals erfahren können über diese tolle und spannende Stadt. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Und wir gehen weiter. Ja, was für ein toller und herzlicher Mensch. Das war jetzt richtig schön. Ich bin richtig glücklich, habe ich mich dafür entschieden, auch noch ein bisschen was von Leipzig zu sehen. Und ich weiß es ja bereits, wir haben die tollste Community. Aber jetzt habe ich auch noch mal Menschen aus dieser Community ganz tolle kennenlernen dürfen und so viel erfahren dürfen. Das ist einfach unglaublich schön. Also nicht nur einen herzlichen Dank erneut an die Ella, sondern auch einen herzlichen Dank an euch alle da draußen, die ihr uns mit Tipps und allem Möglichen versorgt. Und jetzt brauche ich ganz schnell noch eure Daumen, weil ich stehe hier in der Umweltzone und Karl hat auch keine Plakette. Jetzt gehen wir mal gucken. Glück gehabt, jetzt aber schnell hier weg. Das letzte Ziel von heute ist das Völkerdenkmal. Ein bisschen außerhalb von der Stadt, vom Stadtzentrum gelegen, ist diese Baute hier, und auch hier dreht sich natürlich viel um die Vergangenheit. Ich bin an der letzten Sehenswürdigkeit meiner Stadterkundung von Leipzig angelangt, beim
Völkerschlachtdenkmal und ganz mystisch hüllt es sich heute in dicken Nebel ein und wir müssen gleich noch ein bisschen näher hingehen, damit wir das Ganze sehen. Aber ich kann euch schon mal erzählen, um was es hier geht, denn auch hier ist die Geschichte sehr traurig. Im Oktober 1813 fand hier vor den Toren von Leipzig eine große Schlacht statt. Napoleon hat hier gekämpft und verloren gegen die Russen, gegen die Preußen, gegen die Schweden, die Österreicher und wer noch alles dabei war. Und es gab über 92.000 Tote und Verletzte. Rund 100 Jahre später wurde dann dieses Denkmal hier eröffnet, das bis heute hier steht. Das Gebäude da hinten, das hat eine Höhe von 91 Metern. Das war's aus Leipzig. Eine mega coole Stadt. Die Messe hat schon viel Spaß gemacht mit unserem eigenen Bereich. Und da geht auch gleich noch ein Dank an Dominik raus von Step by Step Traveler, der mich da gefilmt hat. Und der das übrigens auch für euch machen kann, falls ihr mal Bedarf habt. Ihr findet das Ganze hier oben. Der Ella habe ich schon herzlichst gedankt und ja, die Stadtführung war toll. Ich habe sehr viel sehen können, natürlich niemals alles, weil für das reichen 4 Stunden oder mit hier dem Denkmal 4,5 Stunden auf keinen Fall aus. Aber mich trennen noch gut 700 Kilometer von Louis und die möchte ich heute gerne wieder schließen, diese Lücke, und zurück nach Hause, daheim ankommen. Herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir, mal wieder hier so ein Video zu gucken oder zu machen, je nachdem aus welcher Perspektive, dass man das sieht. Das nächste Mal können wir uns dann an der CMT in Stuttgart treffen. Die Daten habe ich euch ja schon gesagt. Ich freue mich sehr drauf, da liegt aber noch ein bisschen Arbeit vor uns, bevor das alles dann steht. Ja, jetzt wird es aber Zeit. Karl, der schaut schon mit den Reifen, der möchte jetzt auch zurück auf die Straße und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.